Doctor Strange ist der 14. Marvel-Film mittlerweile im Marvel Cinematic Universe. Und wie der Titel schon sagt, geht es um den Dr. Stephen Strange. Der ist Chirurg und ist extrem gut in dem, was er macht. Er ist super bei seinen Operationen und allem. Er ist aber auch extrem arrogant und ein ziemlicher Säckel eigentlich zu seinen Kollegen und seiner Ex. Und dann einmal fährt er mit seinem coolen Lamborghini so ein bisschen durchs Zeug durch und dann hat er einen Autounfall. Bei dem Autounfall geht sein bestes Werkzeug kaputt, und zwar seine Hände. Weil er relativ schnell merkt, dass die Normalmedizin, wie wir sie kennen, seine Hände so nicht mehr reparieren können, wie er es gerne hätte. Geht er in einen Tempel in Kathmandu, trifft dort die Älteste und die hilft ihm dann nachher quasi seinen Körper zu heilen und auch gewisse andere Sachen, lehrt sie ihm so coole Magie Sachen und vor allem er erfährt von einer Bedrohung für die ganze Menschheit. Doctor Strange ist ein Marvel-Film, ganz klar, mit ein paar Abers. Ich finde die Avengers toll und Guardians of the Galaxy ist grossartig, aber ich finde mittlerweile hat sich die Marvel-Formel so ein bisschen abgenützt. Die Herkunftsgeschichte und die ganze Origin-Story, die haben wir schon wirklich so oft gesehen in dieser Formel und durch das wirkt die Geschichte vom Film auch irgendwie so ein bisschen langweilig, wenn man irgendeinen Marvel-Film schon mal gesehen hat. Aber ich finde, Doctor Strange ist der mit Abstand visuell ansprechendste von allen Marvel-Filmen. Die Stadtverbüge-Szene da, wo alles irgendwie so ein bisschen in sich und dann dreht, dann gibt's da so Löcher und so. Und dann die LSD-ähnlichen Szenen, die hure schräg sind, die habe ich mega cool gefunden. Das habe ich nicht erwartet in dem Stil von einem Marvel-Film. Und auch sonst, wenn es nicht in diesen komischen Dimensionen rumsäckelt, ist es ein visuell und atmosphärisch sehr, sehr ansprechender Film. Und wie jedem Marvel-Film eigentlich ist das Casting einfach gut. Der Benedict Cumberbatch ist wirklich fast perfekt für den Doctor Strange, würde ich sagen. Einerseits von seinem Aussehen, weil er das Aussehen von den Comics relativ gut schafft. Und andererseits bringt er halt auch das nötige Talent mit, um den fürchterlich egozentrische Unsympath Doctor Strange zu spielen. Und auch die zwei Oberhauptmagier sozusagen, die älteste, gespielt von der Tilda Swinton, ist mega cool. Sie hat mir mega gut gefallen, weil Tilda Swinton ist eigentlich fast allem gut. Aber der Mads Mikkelsen, wo der Bösewicht Caecilius spielt, ist mega blass, habe ich gefunden. Er ist in dem Sinn bedrohlich mit dem, was er kann und auch so ein bisschen, wie er aussieht, aber seine Motivation ist so lahm. Die haben wir schon 1000-mal gesehen bei diesen Marvel-Filmen und mittlerweile beeindruckt das einfach gar niemand mehr. Und ich finde, die Action-Szenen sind dann cool, wenn es keine Kampfszenen in dem Sinn hat, wenn sie einander auf den Grind geben, weil die sind teilweise so zur Unkenntlichkeit verstückelt, dass man zwar sieht, dass theoretisch jetzt jemand verhauen würde, aber man sieht es einfach nicht, weil es ist einfach so schnell geschnitten und du siehst es einfach nicht. Aber, da wären wir wieder bei einem Aber, wenn es um die ganzen grossen Action-Set-Pieces geht, in dem Sinn, wenn es eben da die Städte anfangen zu vertrüllen und ineinander verketten und weiss der Geier was, das sieht extrem geil aus und ist auch wirklich unterhaltsam und gut gemacht. Ich finde eben zwar, dass der Scott Derrickson, der Regisseur, die ganze Kampfszene nicht so super im Griff gehabt, was er aber umso besser kann, ist Spannung. Und die Spannung aufzubauen in einem Marvel-Film finde ich recht schwierig, weil es steht meistens irgendwie so nichts auf dem Spiel. Man weiss ja sowieso, wer gönnt am Schluss. Aber er hat Spannung sehr gut können aufbauen. Das hat mich mega überrascht und habe ich auch cool gefunden. Und ich finde, dass der Marvel-mäßige Humor, wie man ihn sich halt so gewöhnt ist, da zwar eigentlich auch okay ist, aber in vielen Szenen aufgesetzt wird. Das habe ich mega schade gefunden. Es hat sich gewirkt, als würden irgendwelche Leute dort, die mehr zu sagen haben, als der Regisseur reinkommt, finden so, du, machst dann dort bitte noch einen glatten Witz hin, dass das Kind auch anfangen zu lachen. Das habe ich auch schade gefunden. Es hat sehr lustige Szenen, ganz klar, aber in gewissen Szenen habe ich gefunden, den Witz hätte man jetzt also weglassen können. Ich finde, Doctor Strange ist vor allem visuell ein mega, mega guter Marvel-Film. In dem Sinn, meiner Meinung nach, visuell der spannendste und beste. Auch das Casting ist wieder gut, die Schauspieler sind sowieso gut eigentlich in den Marvel-Filmen, aber Geschichte haben wir jetzt mittlerweile wirklich einfach jemanden gesehen. Ich wünsche mir da etwas Neues. Ich wünsche mir, dass da die neuen Avengers-Filme ein bisschen anders sind. Ich hoffe, dass der Spider-Man-Film vielleicht ein bisschen anders ist. Bei Doctor Strange ist es nicht so. Es ist sehr fest die Formel. Der Bösewicht ist einmal mehr extrem lahm. Ich finde aber trotzdem, unterm Strich ist Doctor Strange ein sehr, sehr kurzweiliger und unterhaltsamer Actionfilm. Und ich finde, ihr solltet noch hocken bleiben, wenn ihr den Film schauen, weil der Film hat 2 Szenen, die nach dem Abspann sind, sprich eine in der Mitte vom Abspann und eine am Schluss. Ich finde beide ziemlich lustig, die kann man jetzt durchaus schauen, wenn man noch schnell 5 Minuten mag sitzen bleiben.
Doctor Strange ist so ein bisschen angekündigt worden als der revolutionäre Marvel-Film und visuell ist er das durchaus. So etwas habe ich noch nie gesehen in einem Marvel-Film und hoffe, dass mehr so Zeug kommt. Es sieht recht freaky aus, finde ich eigentlich noch geil. Aber storytechnisch ist es einfach nicht. Trotzdem unterhaltsam und ich danke euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.